Hallo ihr Lieben und willkommen bei der nächsten Rauhnacht auf meinem Channel. Heute ist der Blick in die Zukunft mehr darauf gerichtet, dass man jetzt in Bewegung ist. Also wir haben jetzt darüber geredet, von wegen, dass die Bewegung wirklich so ein bisschen schrittweise kommt. Und wenn man in der Bewegung ist, gibt es verschiedene Dinge, die man betrachten kann und die man beobachten kann. Das heißt, sehr viele Leute haben so ein bisschen diese Sache im Gefühl, oder es wird sehr oft erklärt von wegen, dass diese Zielsetzung, dass das Dinge sind, ein bisschen als, nicht als, ein bisschen wie wenn man mit Pfeil und Bogen schießt. Das heißt, solange ich den Pfeil, also solange ich die Sehne gespannt halte und festhalte, also natürlich jetzt nicht festhalte, aber festhalte, kann der Pfeil nicht bis ans Ziel kommen. Aber wenn ich bis loslasse, dann ist er unterwegs und wir können nichts mehr an seiner Flugbahn ändern. Wir sollten das betrifft zum Beispiel Wünsche teilweise, sollten wir allerdings nicht mit unserem Lebensweg in Verbindung setzen. Und das würde ja eigentlich ein bisschen bedeuten, wenn ihr, stellt euch vor, ihr geht aus der Schule raus und habt euch für einen Beruf entschieden und ihr merkt, dass dieser Beruf gar nichts ist und ihr dürftet gar nicht mehr von diesem Weg weg, denn ihr dürftet die Flugbahn nicht mehr ändern. Und so ist es auch, insofern eben halt die Reise ist eine Sache, die man Schritt für Schritt macht. Und jeder Schritt kann einfach eine Etappe sein. Und mit jedem Schritt kann man einmal sagen, okay, muss ich mich wieder neu einordnen? Stelle ich gerade fest, dass dieser Weg mich auf eine Richtung bringt. Ich habe mir das zwar als Ziel damals vorgestellt, aber ich habe jetzt 10 Schritte, also 10 Monate, 10 Jahre oder was auch immer in diese Richtung gemacht. Ich habe mich weiterentwickelt und stelle gerade fest, dass das nicht unbedingt mehr das ist, was ich vor 10 Jahren wollte. Und insofern kann es dann eben halt auch wichtig sein, sich einfach nur bewusst zu werden, wenn ich diesen Weg jetzt gehe und ich bin mir noch nicht ganz sicher, dann ist das nicht schlimm, denn entweder kommt die Sicherheit mit den Schritten, die ich mache, oder die Sicherheit kommt, dass ich was anderes machen möchte und ich kann immer wieder meinen Kurs ändern. Das heißt, davon hält mich eigentlich niemand ab. Das ist nur meine eigenen Ängste, Besorgnisse oder was auch immer, meine Glaubenssätze eben halt. Und insofern, es gibt, also auch mit dem, was ich ja gelesen habe, wurde mal diese Verbindung gemacht, von wegen, man könnte sich vorstellen, dass unser Weg etwas ist wie Nebel. Wir können so viel planen, wie wir wollen, aber wir sehen erst immer wieder mit einem nächsten Schritt, ob da immer noch der Weg sicher ist. Wir sehen nicht 20 Meter oder 20 Jahre in die Zukunft, sondern wir sehen nur vielleicht 2, 3 Schritte in die Zukunft. Und dann müssen wir uns sowieso wieder einordnen. Teilweise passiert das automatisch. So wie man geht, entrollt sich ja auch wieder der Weg weiter, so wie beim Nebel. Man rückt vor und deswegen sieht man wieder so ein Stück im Nebel weiter. Aber die großen Entscheidungen, da können wir feststellen, wir gehen im Nebel und plötzlich ist eine Wand da. Und dann haben wir ja die Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehe ich mal 3 Schritte rechts, 3 Schritte links und versuche mal herauszufinden, ob da ein Tor ist. Das heißt, es geht weniger darum, sich Gedanken zu machen, dass man das falsche Ziel angesetzt, dass man auf dem falschen Weg ist, sondern sich wirklich innerlich bewusst zu sein, ich habe das Recht, meinen Weg zu korrigieren. Ich habe die Möglichkeiten und das Recht, meinen Weg, meinen Kurs zu ändern. Ich habe das Recht, mein Ziel neu zu definieren. Das heißt, dass man nicht denkt, dass wenn so eine Entscheidung erst einmal getroffen wurde, dass diese Entscheidung unabänderlich ist, sondern eben, wir werden im Leben des Öfteren Entscheidungen treffen, die uns in dem Moment gerade als klug vorkommen, aber späterhin eben halt nicht mehr.
weniger dramatisch zu sehen. Es ist nichts, was unumstößlich ist. Es ist nichts, was unabänderlich ist. Wir haben diese Möglichkeiten und uns einfach nur heute mal diesen Möglichkeiten zu öffnen. Vielleicht macht der eine oder der andere noch so einen Blick zurück und stellt sich die Frage, meine Güte, vor 5 Jahren habe ich da eine Entscheidung getroffen, wie konnte mir das in den Sinn kommen? Und auch da wieder weniger brutal mit sich umzugehen sind. Okay, damals fand ich diese Entscheidung vielleicht gut und jetzt gerade habe ich das Recht, dass ich diese Entscheidung loslasse, eine andere Entscheidung treffe, die heutzutage besser passt und das wird auch für die Zukunft so sein. Das heißt, dass man vielleicht ein bisschen weniger, ich sag mal, verklemmter und verbissener an diese Dinge herangeht, um zu sagen, ich will unbedingt dieses Ziel erreichen. Und vielleicht, wenn man irgendwann das Ziel erreicht hat, merkt man, dass das gar nicht so das Gelbe vom Ei ist. Ich merke das sehr oft in Familien. Ich werde das nie vergessen. Vor Jahren habe ich einen alten Schulkollegen wieder getroffen und habe ihn gefragt, wie es ihm dann im Leben ergangen ist. Ja, toll. Verheiratet, 2 Kinder, ein Haus, einen guten Job, eine gute Karriere. Jeder hat ein Auto, aber ein Gesicht, als wäre gerade die ganze Familie weggestorben. Und ich habe ihm die Frage gestellt, was ist da abgelaufen? Damals hatte ich noch nicht diese Kenntnisse. Und habe ihn gefragt, und warum hast du so ein Gesicht? Ist gerade was anderes aber passiert? Ich weiß nicht, Eltern gestorben. Nein, alles gut. Hab ja alles, was ich will. Und diese To-Do-Listen, die wir uns, ich möchte nicht mehr sagen, dass wir uns die setzen, sondern die uns ganz oft von den Erwachsenen, wenn wir noch Jugendliche sind, so ein bisschen vorgesetzt werden, im Sinne von, ja, du musst natürlich deine Schule abschließen und du musst einen guten Job haben und mit 25, wie, du bist noch nicht verheiratet und mit 28, wie, du hast noch kein Kind. Und dass man sich da, auch wenn ich sage, natürlich ist es immer gut, sich abzusichern, in dem Sinne, dass man sagt, ja, ich versuche einen Schulabschluss zu bekommen oder so. Aber dass das nicht immer das ist, was uns späterhin wirklich innerlich erfüllt. Nur weil man diese Wünsche der Eltern vielleicht erfüllt hat oder nicht mal, dass das die Wünsche der Eltern sind, sondern die Eltern haben das als Idee, so macht er ein sicheres Leben und kann zufrieden sein, aber die Person ist vielleicht gar nicht zufrieden. Also auch die Leute, die vielleicht gerade durch eine Situation gehen, wo sie die Schule wechseln möchten oder so, oder die jetzt ein neues Studium angefangen haben und sich die Frage stellen, ist das wirklich das Richtige? Einfach mal den Druck rauszunehmen und sagen, ich schaue mir das mal dieses Jahr an und unterwegs merke ich es. Und wenn man dann auch in solchen Situationen, ich sag mal, ein Jahr verliert, wenn das die Konsequenz oder das Opfer ist, um später ein Leben zu haben, mit dem man wirklich zufrieden ist, sollte man es mit in Betracht ziehen. Das heißt ja jetzt nicht, dass man alles einfach nur so hinnimmt, aber dass man vielleicht weniger Druck darin hat, wenn man glaubt, okay, wenn ich jetzt das so mache, dann muss das auch so weitergehen. Sondern, okay, ich kann das versuchen, aber ich habe das Recht auch noch immer mal zurückzurudern und zu sagen, ich merke, dass das nicht bringt und ich versuche was anderes. Auch hier natürlich zu diesem Thema, wie immer meine beiden Runen. Die Rune zum Thema selbst ist Feu. Feu hat sehr viel mit Besitz zu tun, auch mit finanziellem Besitz und so weiter und so fort. Man könnte jetzt sagen, ja, siehst du, es ist vielleicht trotzdem gut, auf Sicherheit hinzuarbeiten. Aber es ist etwas anderes. Es ist auch die erste Rune aus dem Futhark. Das heißt, wenn ich die Runen an sich nehme und ich nehme das erste Ed, dann ist die erste Rune ist Feu. Also es geht also weniger bei der Rune, wenn ich sie jetzt im ganzen Bild sehe, geht es weniger darum zu sagen, ich muss jetzt diese finanzielle Sicherheit haben oder ich muss die erlangen. Das ist das einzige Ziel, was ich vor Augen haben darf, auch wenn meine Gesundheit dabei flöten geht, sondern sich vielleicht jetzt einmal hinzusetzen und sagen,
okay, wenn ich diese Schritte jetzt mache, wie sieht es im Moment bei mir aus? Geht es mir im Moment, ich sag mal, finanziell schlecht? Und für die Leute, ich sag mal, die ein normales Einkommen haben, die vielleicht ein bisschen Geld auf der Seite haben, so, oder was immer es ist, dass man sagen kann, es wäre jetzt nicht schlimm, wenn da ein Jahr, was weiß ich, keine Gehaltserhöhung kommt oder wenn ich ein Jahr nicht in diese Richtung gestrebt hätte oder vielleicht will jemand ein Jahr aussetzen, dann erst einmal das Jetzt schauen. Ist das jetzt möglich, anstatt sich da irgendwelche Gedanken zu machen, so, wer weiß, wo ich dorthin komme. Also diese finanzielle Sicherheit ist keine Sache, die jetzt zum Ziel gehört, sondern die kann jetzt zu der Situation jetzt, wie geht es mir gerade? Kann ich mir jetzt einen Urlaub leisten, sage ich mal, der ein bisschen länger ist oder der ein bisschen teurer ist, weil ich den einfach mal machen möchte, ohne dass ich mir späterhin sage, das war eine falsche Entscheidung. Das heißt, nicht unbedingt darauf zu achten, wo das Ziel ist, sondern was ist meine jetzige Startposition in irgendwelchen Besitzaspekten. Das heißt, das kann das Finanzielle sein, das kann aber jetzt auch sein, wie gesagt, wenn ich sage, Menschenskind, vorher hatten wir ja, gestern hatten wir ja über das Thema gesprochen mit den Kleidern. Wenn ich die jetzt in die Kleidersammlung gebe und Mensch, habe ich dann noch genug zum Anziehen? Ja, dann, wie gesagt, dann nimm nur 3 Sachen raus, die du in die Kleidersammlung gibst und keine 10. So, dass da keine Gedanken, sage ich mal, hinein verschwendet werden müssen, um es mal so auszudrücken. Denn auch das ist ja Energie und was man mehr in diese Richtung denkt, kommt man ja auch mehr, dass man dann, ja, ich sag mal, wie hat meine Mutter immer gesagt, Angst zieht Gefahr an. Und es scheint auch weiterhin ein Thema zu sein, denn im Mai liegt Nautitz, die Rune der Notwendigkeit. Das heißt, für mich ist das ein bisschen, wir sind jetzt auf den Weg gekommen, wir sind jetzt in dieser Bewegung drin und diese Aspekte, die ich jetzt anspreche, dass ich sage, ihr habt die Möglichkeit, euren Kurs zu ändern, dass man das vielleicht auch mit hineinnimmt im Sinne von, wenn es dann im Mai zu dieser Situation kommt, wo es etwas notwendig wird, dass man dann ein bisschen schon den Druck heraus hat und sagt, ja, ich hatte mir ja damals schon gesagt, dass ich das Recht habe, den Kurs zu ändern und was anderes zu machen. Einfach um, ich sag mal, diesen Druck aus dieser Sache rauszunehmen. Denn natürlich, ich ziehe alle Runen, das heißt, verschiedene werden nicht gerade so, wie soll ich sagen, so freudestrahlend auftauchen. Aber Notwendigkeit, das Wort sagt das, es ist notwendend. Das heißt, dadurch, dass ich vielleicht diesen Druck rausgenommen habe und diese Angst rausgenommen habe, habe ich vielleicht die Not abgewendet. Denn wenn ich späterhin noch sitze und ich sage, boah, ich kann diesen Kurs aber jetzt nicht mehr halten, dann mache ich mir Druck. Und wenn ich jetzt sage, ich muss ihn ja nicht halten und ich sehe die Situation kommen, dann sage ich, das ist vielleicht die Situation, auf die ich gewartet habe, um jetzt nicht weiterhin auf diesem Kurs zu sein, wo die Not ist, sondern dass ich mich abwenden darf. Also insofern, sie mag eine Warnung darstellen für Mai, aber sie kann aber auch insofern eben dieses Gute haben, dass man sagt, ja, so ein bisschen habe ich vorgesorgt und ich kann die Situation jetzt etwas relaxer anschauen und muss da nicht die Situation schlimmer ausmalen, wie sie wirklich ist. Dadurch, dass ich mir schon vorher Kopfkino gemacht habe. Wie immer hoffe ich, dass ihr damit was mit auf den Weg bekommt. Wir kommen jetzt in der nächsten Nacht auf die Mitte der Nächte, das heißt betreffend die Art und Weise, wie ich die Rauhnächte lege, also einsetze, kommen wir dann eben auf das Ende dieses Jahres. Und das möchte ich auch noch so ein bisschen in eine andere Richtung leicht ansprechen, um dann auf das nächste Jahr in dem Video danach noch einmal eingehen zu können. Das war jetzt kompliziert.
Wie immer vielen Dank fürs Schauen und bis zur nächsten Rauhnacht.